Salut zusammen, das ist Vreni Schneider. Ich bin jetzt gerade Gast in der 50. Sendung von Gianfranco Salis. Es freut mich, wenn ihr zuhört. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Herzlich willkommen zu der 50. Sendung von Salis trifft. Für diese spezielle Jubiläumssendung bin ich heute mit dem ersten grossen Schneefall von diesem Winter von meinem Wohnort Schmerken zum wunderbar eingeschneiten Glarnerdorf Elm hintergefahren, wo ich jetzt im geheizten Büro von der Vreni Schneider Skischule bin. Ja, jetzt habe ich ja schon verraten, wo ich bin. Es freut mich nämlich besonders, in der heutigen Folge mit der Vreni Schneider wieder einmal eine Frau und dazu eine lebende Skilegende zu begrüßen. Für jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer unter 30, die da reinhören, die Frau, die da bei mir sitzt, gehört zu den erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrerinnen der Geschichte. Und hat das Renngeschehen in meiner Kindheit, also in den 80er und 90er Jahren, in den Disziplinen Riesenslalom und Slalom international dominiert. Kurz die wichtigsten Facts zusammengefasst. Vreni Schneider ist 11 Jahre Weltcup gefahren, und zwar von 1984 bis 1995. Da ist sie also aktive Skirennfahrerin auf Profi-Ebene und anfangs 2020 zur Schweizer Sportlerin vom Jahrhundert gewählt worden, nachdem sie 5-mal Schweizer Sportlerin des Jahres geworden ist. Ihre Erfolgsbilanz lässt sich auch neben den Olympischen Spielen sehen. Mit 6 Medaillen an Weltmeisterschaften, davon 3-mal Gold und 55 Erfolge an Weltcuprennen, 3 Gesamtweltcup-Kugeln und 11 Disziplinenkugeln, ist sie definitiv eine der beeindruckendsten Sportlerinnen vom Land. Darum ist es mir eine besondere Ehre, nimmst du dir heute Zeit für mich. Herzlich willkommen bei Salis trifft, Vreni Schneider. Danke vielmals, wunderbar, aber gelesen, alles aufgezählt. Danke. Habe ich nicht vergessen? Nein. Sehr gut. Vreni, nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Ja, auch das ist wieder schon wieder ein Jahr. Die Zeit läuft. Die läuft ja bei allen. Ich habe jetzt dann auch gerade Geburtstag. Wie startest du heute als ehemalige Spitzensportlerin in einen neuen Tag? Hast du irgendein spezielles Morgenritual? Nein, es kommt ganz darauf an, was auf dem Programm steht heute. Aber überhaupt diese Woche haben wir jetzt immer um 5 Uhr Tagwach, weil der Jünger hat UK-Kurs im Bündnerland, im Plantenhof zu Meyenfeld. Und heute bin jetzt gerade ich mit ihm auf Wesen gefahren. Dort haben sie Treffpunkt, die Bursten. Und ja, manchmal nicht der Mann mit, aber aufstehen, ja, tun wir immer alle. Ich mache dann noch geschwind das Brot, das 9. Und auch der Florian ist entweder am Werken, macht 4 Jahre als Forstwart. Man hat eigentlich auch noch abschliessen nach 3 Jahren, aber er ist noch im Skifahren, ist ein FIS-Fahrer im 4. Jahr und so viele Stunden weg, als das abgemacht ist, als er aufs 4. anhängt. Und auch er, sei es zum Skifahren-Programm, früh aufstehen. Ja, wir sind eigentlich immer früh dabei. Und es ist noch schön, so morgens, ja, wenn ich dann nicht zum Haus aus muss, oder darf, oder sollte, dann kann ich gerade den Kehr machen, kann ich gerade die Wäsche machen, Better vielleicht wechseln. Und das ist schon noch schön, wenn man am 9 Uhr schon fast ein bisschen fertig ist, schon ein bisschen durch ist, ja. Und wie unterscheidet sich der Morgen zu deiner Zeit als Aktivsportlerin auf Profi-Ebene? Ja, also vom Aufstehen her eigentlich nicht so viel. Also die Skifahrer sind ja immer früh unterwegs. Sind Frühaufsteher und da ist halbwegs auch, hat man noch geschwind ein Footing gemacht, je nach Wetter, je nach Kälte natürlich, vielleicht auch vorausgehen, geschwind erwachen und dann zum Morgenessen, dann sofort angelegt und in den Skiraum gewartet, bis der Lift auftut und sofort einfahren. Ich wollte immer überall der Erste sein. Die Erste auf dem Lift, ja, auf der Piste? Erst mit einfahren, da hatte ich so ein Mödeli, so ein ja, stur. Schon kann es stur sein. Zuerst bei der Besichtigung. Damals ist man dann noch gefunden, nach oben hat man den Slalom besichtigen. Das war ja wahnsinnig. Da ist man
eigentlich schon K.O. gewesen, bevor das Rennen losgegangen ist. Und schon dort hat man Rennen gehabt, mit der Pernilla, mit der Weiber und mit all den Girls, Frauen. Ja, es war unglaublich gewesen. Also, und danach, ja, es sind dann schon lange Tage gewesen, ja. Da die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Lauf hat dann noch ein bisschen Nerven gebraucht unter Umständen, das Warten. Und manchmal, ich habe ja dann immer mich ein bisschen das Gefühl suchen, weil ich im ersten Lauf im Gacko rumgefahren bin, was ich eigentlich gar nicht wollte. Und das war dann wieder gut gewesen, als ich die Zeit hatte. Und dann der zweite Lauf. Und wenn man dann hätte bleiben dürfen, ist ja sehr ein gutes Zeichen gewesen für Interview, Foto und Siegerehrung. Und da war man dann vielleicht um 3-4 Jahre von dem Hotel gewesen. Und eigentlich der K.O. gewesen, aber natürlich glücklich. Und wenn es einem nicht gut gegangen ist oder man hätte einen Fehler gemacht, hätte man früher ins Hotel. Und meistens hat man dann gar wieder noch einen Disziplinenwechsel gemacht, noch ein paar Läufe für einen Tag, für den kommenden Tag danach, geht eine andere Disziplin. Und dann hat man dann wieder noch ein Footing gemacht, Schnelligkeit, Spritzigkeit, Übungen, je nachdem. Ja, am Abend früh und K.O. ins Bett. Und das ist jetzt schon anders. Gut, jetzt im Winter, wenn der Skischule wieder startet, jetzt am Wochenende geht ja gerade die Sportbahnen auf. Wir haben so viel tollen Schnee, es ist sensationell. Ja. Perfekter Start, oder? Und da ist man natürlich dann auch früher unterwegs, als dort organisieren. Egal, was man macht. Die Moment go werken am Morgen, ich bin um 6 Uhr dafür gefahren, das kleine Land, also hätte ja Leute auf der Straße können alle werken. Ja, wir müssen alles arbeiten. Kommen wir zu deiner sportlichen Hochblüte. In bester Erinnerung ist mir Lillehammer 1994. Als ich damals als 11-jähriger Knirps in der Skiferie klassisch mit der ganzen Familie vor dem Fernsehen mitgefiebert habe, wie du souverän gefahren bist und mit einem kompletten Medaillensatz in Norwegen zum Star von den Olympischen Winterspielen geworden bist und dann sogar Weltsportlerin geworden bist im gleichen Jahr. Was kommen dir als erstes für Erinnerungen auf, wenn du an den besonderen Winter im 94 zurückdenkst? Ja, was kommt mir natürlich auch noch zu Sinn, als Uli Meier verunglückt ist, Ende Januar. Sehr, sehr einschneidend. Das ist vom Traurigsten, was man in dieser Karriere erlebt hat, ausser dass die Mutter früh gestorben ist, an Krebs. Als 16-jähriges Mädchen haben wir die Mutter müssen, Gulu. Und dann die Uli, und da hat man schon Schwierigkeiten gehabt zum Weitermachen. Dürfen wir weitermachen? Ändert sich das? Ja, und das war ja so noch in mir drin. Zuerst habe ich gesagt, ich höre auch gerade auf. Das kann man doch nicht, wieder weiter um 100 kämpfen. Und ja, da ist man auf das Sierra Nevada weiter. Das war einfach noch gut gewesen. Wenn es zu Österreich weitergegangen wäre, oder in der Schweiz, oder Italien, oder auch im Bayern oder so, das wäre nicht gegangen. Ich glaube, da wären wir zu nach gewesen. Und das Spanien ist gerade so klar, gut, haben alle Mühe gehabt. Und dann ist das Lillehammer gekommen. Und ich habe gewusst, dass ich unsinnig in Form bin, aber habe wirklich Mühe gehabt, ja. Wir sind dann noch in Tombas gewesen, das vergesse ich mein Leben lang, glaube ich, nie mehr. Wunderbar trainiert und so die Natur. Die verschnittenen Bäume. Und danach hat es mir einfach, ja, das hat mir geholfen, wieder auf die richtige Bahn zu kommen. Und dann noch das Allerwichtigste, habe ich noch das Telefon bekommen daheim, dass Tanja Verena geboren ist von meiner Schwägerin und von meinem Bruder. Da bist du Gotti geworden? Nein, ich war schon am ältesten Kind Gotti und Thomas. Und das ist Sabine und Michaela. Und danach ist noch ein später jetzt eben das Nachweiseli. So viel später war es dann wieder nicht gewesen, die Anja Verena. Und bei mir hat das Klick gemacht. Und ich habe gesagt, ich mache alles für die Rennen, aber einmal mehr ist mir einfach bewusst worden, dass nicht alles ist. Dass einfach Gesundheit und Familie und das Team, einfach Menschen, ja, noch wichtiger sind als Goldmedaillen. Und durch das bin ich vielleicht im Kopf ein bisschen lockerer geworden. Und ich sage es heute noch, eben auch dank ihr habe ich die 3 Medaillen gemacht. Und sie weiss es genau, die Geschichte. Weil das Mädchen, das hat bei mir so eine
einen Lichtblick wieder gegeben. Ich wollte gerade sagen, es ist ganz schwierig zu beschreiben. Weil da war die Trauer rum, diese Skifamilie, dem Skiweltcup-Tross. Die Uli Meier, gerade noch sie, die auch Mutter war, als Einzige, hat ein Mädchen gehabt, die Melanie, immer noch. Und auf der anderen Seite habe ich das Telefon bekommen. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist das Leben, das ist die Hochs und Tiefs, ja. Die schweren, die Familie, die jetzt mit dieser schweren Last muss probieren weiterzuleben. Und unsere Familie, die jetzt wieder ein Kind in den Armen hat, ein gesundes, überglücklich. Ja. Kann man da auch sagen, dass du vom Sport her auch das fürs Leben mitgenommen hast, die Hochs und die Tiefs? Ja. Oder hat dir in dem Moment auch geholfen? Oder was andersrum gesagt, was war für dich der schwerste Moment gewesen? Nein, das sind klar der eindrücklichen Erlebnisse und Geschichten. Aber das hat ja jeder in seinem Leben. Also das ist ja nicht nur mir als Spitzensportler sicher. Wenn du am Start stehst, da ist der Fernseher und das schauen den Haufen zu und du hast Schuhe und die Erwartungen sind gross. Die eigenen Erwartungen hast ja du selber am grössten, am meisten Druck. Macht man sich immer selber. Oder habe ich mir gemacht. Aber das sind einfach gute, ja, gleich auch gute Geschichten, die einem dann an der Lebensschule sehr eindrücklich geben. Ich habe auch Gramontana, ich denke, dort habe ich am meisten gelernt, wo ich dann immer wieder an das mich erinnert habe. Ich bin zweimal Vierte an dieser WM und die Schweiz hat ja abgeräumt, haben immer alles gewonnen. Und ich habe gesagt, das ist ja verrückt. Und 2 Tage später bin ich Weltmeister geworden am Riesen und habe auch zu denen gehören. Gut, ich bin nur einmal geworden. Erika Hess ist ja 2-mal geworden, Maria 2-mal, der Pirmin, der Peter Müller, ja, wie sie alle geheissen, das war ja sagenhaft gewesen. Aber das hat mir einfach gezeigt, wenn ich gesund bin, dann liegt es an mir. Und wenn es halt den Tag nicht geht, dann musst du das akzeptieren. Die anderen trainieren die auch, die haben das auch verdient zu gewinnen. Aber danach musst du dir arbeiten und dann kannst du das wieder machen. Und eindrücklich war für mich auch Calgary, Doppel-Olympiasieger im 88. In der Kombi im Slalom gestrauchelt, eine sehr gute Abfahrt gefahren, in meiner Paradedisziplin, wo ich eigentlich selten raus bin und eingefädelt habe, wo ich auf Goldkurs bin. Aber an der ersten Olympiade nicht so ganz zum Glück realisiert, was ich jetzt vergeben habe. Und danach noch 2-mal Gold. Ja, mir als happy gewesen. Also mir als die Erwartungen ja je hätte ich träumen und gar nicht realisiert, dass das eigentlich ein Knurz war, gerade am Anfang. Ja, dort hätte ich ja eigentlich moralisch, ja, gerade so ein kleiner Einschnitt haben, sich danach nicht, zum Glück, ja, ich bin noch ein bisschen jung gewesen, das erste Mal der Olympiade, ich habe gar nicht gross rumgestudiert. Ich habe gewusst, das kommt auch noch der Riesen, der Slalom. Wenn du das vielleicht in den älteren Jahren erlebst, oder vielleicht, wo das Ende geht, langsam, wo du merkst, bist jedes Mal das letzte Mal. Ja, genau. Es könnte wirklich die letzte Olympiade sein, die letzte Chance. Und darum ist Lillehammer einfach für mich auch vom Druck her, ich hatte Silber und Bronze gehabt, Riesen und Kombination, auch mit Glück noch Bronze. Ich glaube, 700 Schall hinter der Wachter gewesen. Also vor der Wachter, die Wachter hinter mir. Und danach kommt der Slalom. Und das hat nur mit Gold gezählt. Und ja, ich bin schier gestorben vor Nervosität am Start. Aber genau da habe ich gesagt, okay, ich kämpfe wie eine Lawin, wie ein Meter bis nach der Ziellinie. Also es wird der Laufen so konzentriert. Und das hat es noch eben Lillehammer, sicher auch der allerletzte Bormio-Slalom. Ich glaube, ich könnte den noch ausstecken. Der zweite Lauf. Ich habe mir das so eingeprägt. Und ich habe jedes Welleli gewusst, dass ich habe gesagt, also konzentriere dich. Machst nicht irgendeinen Fehler, wo du musst sagen, also das hätte jetzt nicht passieren dürfen. Aber es kommt immer darauf an, wie das Rennen sich entwickelt. Du bist noch am Ziel und ich habe dann eben bei beiden Orten warten. Dann musst du sagen, ich kann alles geben. Und wenn jetzt ein anderer das schafft, dann hat es verdient. Und Katja Korren bis zur Zwischenzeit ist die 6 Sechtel vor mir. Und ich habe eigentlich schon abgeschlossen und habe gesagt, okay, 2 Silber und Bronze, das ist mir als gut. Ich war so zufrieden mit dem und habe gefunden, das ist verdient. Wenn die als 18-Jährige Gold gewinnt,
ist sie die Olympiasiegerin. Und unten ist die nicht mehr so vom Fleck gekommen. Und dann hast du das Ziel, das 3 aufgeleuchtet. Und ich habe gedacht, nein, das gibt es doch nicht. Aber das Schöne war, die hat so gejubelt, weil sie eine Bronzemedaille gemacht hat. Und das war für mich umso schöner, als ich Gold gewonnen habe. Also kann man zusammenfassend sagen, du hast immer 120% geben, damit du nachher einen allfälligen 4. Platz oder so besser kannst verkraften. Weil du weisst, ich kann alles geben und jetzt ist eine andere Führergefahr, die es verdient hat. Weil ich kann alles geben. Ja, wie viel Prozent auch immer. Ich habe mir einfach gesagt, Schneiderlein reisst sie zusammen. Jetzt ich habe immer mit mir geredet, so am Start. Ich war dann nervös und habe gedacht, so, jetzt beruhig dich. Hast du schon das und das und das? Und da habe ich mir schon gesagt, so, jetzt mache ich alles Beste Mögliche. Und ich habe ja einfach gewusst, dass ich diesen zweiten Live schon noch das Albix korrigieren und aufholen. Ich bin ja froh, dass es jetzt immer 2 Läufe gibt, auch wenn das mehr Stress war. Ich habe immer gedacht, die Abfahrerinnen haben schon schön. Gut, sie müssen aussinnig mutig sein, aber sie haben einfach einen Lauf und dann ist es fertig. Und ich habe immer 2-mal schier Körbel am Start. Aber für mich war es so gut gewesen. Ja, und du bist die erfolgreichste Schweizer Sportlerin des Jahrhunderts. Ja, das ist mir nicht so bewusst, also das muss ich sagen. Das hat mir gerade letzte Jahre gesagt, am Podiumspreis gesagt, du bist ich sei dort Weltsportlerin geworden und das sei nur noch der Roger Federer. Ich dachte, ja schon, wirklich. Also, ja, das ist auch gut, dass man das nicht alles so im Kopf hat. Vreni, du bist bekannt für deine Bodenständigkeit und deine Bescheidenheit, das macht dich auch sehr sympathisch und trotzdem, das schlägt kein Geiss weg. Fakt ist, dein grosser Erfolg im Skisport ist bis heute unantastbar. Was sind die wichtigsten Zutaten, die dich zu der erfolgreichsten Schweizer Sportlerin der letzten 70 Jahre gemacht haben? Oh, man braucht Glück. Ich war relativ nie verletzt gewesen. Ich hatte am 92 eine Diskushernie, das war ein bisschen happig, 6 Monate. Aber dort hatte ich natürlich weil keine Chance hatte der Olympiade, kann man es nicht eingestehen, dass der Körper nicht. Ich habe gedacht, das sei psychologisch. Eben, ich sei schon zu Weg und da konnte ich aber die Ski nicht mehr auflesen, mich nicht mehr tücken und gleich weitergewürgt und gemacht und sogar noch Gewicht gehebt, weil ich das immer gemacht habe. Also das hat mir das Grindli dann schon nicht zugeschaut, die Übung nicht mehr zu machen. Das war doch gar noch Gift für den Rücken. Aber ja, so war man gewesen. Und ja, also einfach auch das Umfeld, einfach Gesundheit. Glück, ich hatte eine Innenband, mal einen Rücken, eben Diskushernie. Aber sonst, ich habe nie etwas, vielleicht einmal ein Skibein, ein Schramm, das war Saalbach, 91, bin ich kaum in Ski schon reingekommen, da bin ich vielleicht ein bisschen steifer gewesen, aber durch das haben wir auch ein weniger Druck aufgesetzt und bin ich Weltmeisterin geworden. Und ja, wir hatten kleine Verletzungen gehabt, aber das war entscheidend gewesen. Und einfach das Umfeld und wahnsinnige Trainer, wie die das immer in unserem ganzen Team, die Leidenschaft und auch die Mädchen, ich sage immer noch Mädchen, wenn wir miteinander. Ja, wir sind gut umgegangen miteinander. Jede hat natürlich die Beste sein, schon im Sommer, im Sommertraining in den 80er Jahren mit Hess, Vicini, Walliser, Oertli, Schmidhauser, Gadient, von Gröningen, Zimmerkollegin Petra Bernet, Gaffner, wer vergiss ich noch? Entschuldigung, alle anderen, die ich vergessen habe. Zoe Haas. Jesus, Entschuldigung, ich hätte noch mehr. Also ihr habt euch gegenseitig ja, schon im Sommer, wenn die 80 Kilo gedruckt hat die andere 85 genommen. Wenn diese 85 haben, hat Schneiderlein gesagt, ja gut, dann will ich 90, dann hat die andere 95. Also wir haben das zu Höchstleistung angetrieben. Auch der Konditrainer, damals der Gutknecht und später der Ferrari, die sind sensationell gewesen. Und Techniker, Trainer, also der Cheftrainer, da ist der Fournier eher so ein Vatertyp gewesen, gerade am Anfang gut für mich. Dann ist der Jan Tisch rausgekommen, da war er auch militärisch gewesen. Für mich hervorragend, das braucht's. Ich habe es gebraucht. Und danach der Maino Angelo, wieder die sensationelle Art und einfach das Team, das ist so, auch die Physios, was die uns geholfen haben, Vero. Ja, ich habe das Gefühl, die hat Kräfte in den Händen, die hat mich allmählich beruhigt und die anderen auch. Und ja,
Und auch die daheim, das ist einfach, alle haben dem geholfen. Und ja, ich bin froh gewesen, dass ich immer wieder heim konnte. Und für mich ist das Allerwichtigste, dass ich nie vergessen habe, einen grössten Erfolg, wo ich daheim bin. Aber das ist die Bodenständigkeit. Ja, aber das ist für mich das Wichtigste gewesen. Also ich zufrieden bin ich geblieben. Sicher verändert man sich, man wird älter. Und mit dem Erfolg, wir hatten so Autogrammstunden gehabt, hat man 1000 Karten geschrieben. Das ist jetzt noch gut mit Instagram. Da hat man vielleicht ein bisschen Fans sind glücklich und gleich hat man ein bisschen Abstand. Aber ich sage immer, jede Zeit war eine gute Zeit gewesen. Und ja, wir haben auch sensationelle Rennen gehabt, die organisiert haben. Das ist, habe ich einfach so dankbar, habe ich das gesehen, dass ich das machen durfte. Und nichts selbstverständlich. Eben die da so haben müssen krampfen für ein Rennen, dass wir das haben dürfen fahren und kämpfen gegeneinander und mit schönem Wetter. Da habe ich die Spuren im Schnee. Ich dachte, oh, was ist das für ein Tier? Ist das ein Hase? Und das sind die. Und wenn ich das so wahrgenommen habe, die verschneite schöne Landschaft und was ich für ein Privileg habe, ich dürfen so der Natur, der Sport, da habe ich gewonnen. Da ist mir einfach gut gegangen. Und der Erfolg, das ist, gibt immer zwei Seiten von Medaille, oder? Da gibt es sicher auch Neid und Missgunst, ja, das gibt's, wo du erfahren hast müssen. Ja. Wie äußert sich das? Oder wie bist du denn damit umgegangen? Weißt du, der Hausi hat einmal gesagt, Nieder muss man leben lassen. Ja, das ist ein gutes Ding. Also während der Aktivkarriere bin ich natürlich abgeschirmt worden. Auch wenn sie in der Zeitung eine Überschrift, wo man gar nicht, habe ich mich so aufregen. Da habe ich gar nicht so gut trainieren. Da bin ich an den Gamperdun aufgespeidet oder an Ramin und das war das beste Training gewesen. Da habe ich abreagieren. Und ja, die Familie, der Vater hat natürlich viel auf die Seite getan, wenn etwas Negatives war, als das Jahr nicht an mich herangekommen ist. Die haben mich schon geschützt. Und ja, ich habe ja dann die Antwort geben auf der Piste. Das war das, was ich wollte. Und das ist... Also hat es dich ein bisschen angetrieben? Also quasi, ja, schreibe dir mal, ich könnte nächste Woche wieder Fernsehen schauen und dann sehen, wer wieder zuoberst ist. Ja, das war nicht das gewesen, als mich einfach da vielleicht die Überschrift, habe ich gedacht, hat er mich jetzt so falsch verstanden an dem Text, dann hat es schon gestummen. Die genug Wort, wo mich einfach gedacht, das ist ja viel zu falsch, oder ich habe das, glaube ich, anders gesagt, Entschuldigung. Und ja, einfach, ja, ich bin schon ein Perfektionist gewesen, oder immer noch ein bisschen. Ich habe es ein bisschen abgelegt. Und ja, dass man einfach das halt auch wollte, richtig darstellen. Und wenn es einem ja gut geht, wenn man gewinnt, ja, da ist man sowieso ein bisschen auf Wolke 7. Und wenn es einem halt nicht gut geht, ich habe mit dem auch, also im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich es gut gehabt mit den Journalisten. Sie haben ja gewusst, ich muss ja dann wieder mit der reden und ich darf sie nicht in die Pfanne hauen und so. Und wenn es einem nicht gut gegangen ist, wie in Morioka, wo ich zweimal raus bin, Riesen und Slalom, das ist ja miserabel. Also ich bin so im Gacko gefahren. Und da hätte ich eigentlich in der Mitte von der Piste raus und gerade ins Hotel. Da habe ich gedacht, nein, jetzt sind ein Haufen Journalisten unten und sie machen ja ihren Job. Jetzt gehe ich halt erzählen, ich habe mich schon mit Einfahren nicht gut gefühlt. Ich bin immer raus, ich bin noch auf die Schnürre gehielt. Und ja, und das haben sie geschätzt. Also es ist ja immer ein Ski und ein Nie. Und also ich muss sagen, die habe ich eigentlich erst nachher realisiert, als ich da aufgehört habe. Weil was macht man danach? Wenn man nichts mehr macht, ist es auch nicht gut. Da hat sie jetzt so viel verdient, jetzt muss sie nicht einmal mehr werken. Da habe ich die Skischule, wo der Brüder schon angefangen hat, Skisnowboard und Rennschule, habe ich da übernommen. Das ist eigentlich klar gewesen. Und da war das schon ein bisschen Schwierigkeiten. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, es ist ja viel einfacher, Olympiaslalom zu fahren, wenn man noch Gold holen sollte. Aber das hat sie mit der Zeit, ist man da reingekommen. Und wie gesagt, das kennt wahrscheinlich jeder, der erfolgreich ist, in jedem Beruf. Im Moment ist vielleicht eine negative Schlagzeile, aber du hast nachher mit deinem Talent eben die Antwort auf dem Platz, im Fußball würde man jetzt sagen, auf dem Platz zeigen. Ja. Und du hast sie am Hang können zeigen. Ja, also das hat mir natürlich einfacher gedacht, als ich aktiv war. Da konnte ich sie wirklich im Rennen zeigen. Wenn man danach
im Geschäftsleben ist das schon schwierig, sich zu rechtfertigen oder zu sagen, ja, ich möchte jetzt das halt probieren und ich will jetzt das aufbauen und ja, aber wir machen dann einfach. Mit der Skischule wollte ich eigentlich gerade wieder hören. Da haben mir die Brüder und die Familie gesagt, ja, aber jetzt bist du doch eine Kämpferin, das hast du doch nicht gerade aufgegeben. Dann habe ich gedacht, ja, das stimmt. Und jetzt haben wir sie ja immer noch und jetzt freuen wir uns. Und ja, wir haben ja Haufen Kinder, die wir abholen mit den Bussen, eben Mark, Höf, Gaster, Glarner, sowieso. Und da wir so unterrichten. Und das ist eben so schön, dass die Leidenschaft, und wir sind ein fantastisches Team, also wir haben wirklich irrsinnige Lehrerinnen und Lehrer, die die Freude weitergeben. Ja? Sehr schön. Wie hat sich der Skizirkus deiner Ansicht nach geändert? Also in der heutigen Zeit? Der hat sich schon geändert. Oder was hat sich am meisten verändert? Ja, der Schnee ist ja immer noch weiss. Das ist, glaube ich, das Einzige, ja. Nein, alles hat sich verändert, aber die Welt verändert sich ja. Ich glaube, das ist in jedem Sport so. Ich meine, da war das Material und danach, ich meine, Technik, der Hüftknick und das Aussenski belasten und das Carving, das ist ja imposant gewesen, was mit diesen Carving-Ski gekommen sind. Das ist ja, ist einfach genial gewesen. Und für die Skiindustrie eine Bereicherung, für Skifahren und auch für den Skirennsport. Und dann ist natürlich das Vermarkten von den Skirennen, ja, alles ist ein bisschen anders geworden. Aber die Kugel sieht, ja, auch nicht mehr gerade immer gleich aus. Der Boden, wir hatten so einen dicken Boden gehabt, Goldmedaille, Olympiade, kommt immer darauf an, wo sie stattfindet. Ja, es hat sich schon viel verändert. Aber fährst du immer noch mit Kappe oder hast du mittlerweile doch einen Helm an? Nein, schon lange. Also das ist nur am Anfang im Weltcup. Der erste Weltcup-Sieg hatte ich mit Kappe. Sogar noch mit einer Neige selber gelismeten Kappe. Aber ich habe den Sponsor draufgebützt. Aber dann haben sie mir gesagt, ich muss unbedingt sofort eine offizielle Kappe anlegen vom Schweizer Skiverband. Hat es damals geheißen, von Swisski. Das habe ich sofort gemacht. Ich habe gesagt, oh, wir müssen entschuldigen. Ja. Ich habe ja nicht gedacht, dass ich gewinne. Und danach sind dann die weichen Helme gekommen, Slalom, da weiss ich noch gut, Conta Flores mit dem Bügel. Und danach ist dann auch der Riesenhelm. Ja, es ist dann immer mehr gekommen. Zuerst hat man noch Polster in die Kappe rein tun, weil man die Stange am Kopf bekommen hat, wenn man ein bisschen schräg drin ist oder falsch. Und danach ist eigentlich der Helm ist hervorragend. Ich hatte danach Mühe gehabt, im 95, als ich aufgehört habe, ich das Gefühl gehabt, so, jetzt Helme weg. Das habe ich jetzt hinter mir vom Rennsport. Dann bin ich da mit Kappe unterwegs gewesen, und eben der Skischuhe, dann hat man das Gefühl gehabt, ja, das geht ja nicht. Du bist ja Vorbild. Jetzt hat man ja Vorbildfunktion, da sind dann gerade die Bursten, unsere Söhne, kleine Buben gewesen, denen hat man ja Helm angelegt. Und dann da muss Mami auch. Ja, und die Skischule war dann auch klar gewesen. Wir haben es nicht als Vorschrift genommen. Wir haben gefunden, das muss jeder selber entscheiden. Und das haben sie auch selber entschieden. Die einen haben ein bisschen länger gebraucht. Und wir haben dann auch sofort gefunden, ja, wir hätten ja noch warm. Wir verlieren ja nicht mehr die Ohren. Und also ich habe es super gefunden danach, ja. Vreni, du wohnst in einem wunderbaren Skigebiet. Ja. Kennst aber ganz viele verschiedene Höhen auf der ganzen Welt. Ja, das kann man sagen. Hand aufs Herz, wo fährst du am liebsten Ski? Ja, schon da daheim. Das ist Heimat. Das ist einfach der Boden, die genialen Pisten. Jede hat seine Art und die Wellen und ja, das ist klar. Und da ist man daheim, das ist die Heimat. Das wäre ja sowieso nicht mehr da daheim. Die Berge rundum. Ja, wir haben kein Matterhorn, aber wir haben das Jinglehorn mit dem Martinsloch, wir haben den Hausstock, das 12-Horn, wo wir immer sagen, zeigen die Dolomiten. Nein, es gibt nichts Schöneres. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit ein bisschen Glück könnt ihr genau diese schöne Region erleben mit den Ski. Und zwar wird diese Sendung gesponsert von der Sportbahn Elm. Wir verlosen 3x2 Tickets. Das heisst, die genaueren Bestimmungen zum Wettbewerb sehen ihr in den Shownotes, auch auf meinen Kanälen. Und es lohnt sich. Eine wunderbare, ja, das Vreni hat es viel besser formuliert, wunderbare Skiregion da.
Was würdest du anders machen, wenn du nochmal könntest das Rad von der Zeit zurückdrüllen? Das ist auch so eine Frage, oder? Gar nicht. Würdest du alles genau so Ich würde es probieren. laufen lassen? Ich glaube nicht, dass ich das alles wieder gleich hinbreche. Dass ich das noch einmal gleich machen kann. Aber ich will nichts ändern. Ja, was würde ich ändern? Also ich bin ja mehr als zufrieden. Wir sind immer, wenn ich den ersten Weltcup-Sieg hatte, der zweite ist mir viel wichtiger gewesen. Ja, kein Eintagsflüge. Da bin ich Weltmeister geworden, gerade und dann so, jetzt ist aber entscheidend. Also das musst du bestätigen. Ja, nicht Eintagsflüge. Da habe ich im Zaschenwehr gebrochen, im höheren Bogen nach dem Weltmeistertitel. Und ich habe souverän gewonnen, aber ich habe so akribisch auf das geschafft, dass ich dann dort auch gewinne, dass ich nachher auch gewinne. Und danach habe ich gedacht, ja, so eine kleine Kugel wäre schon einmal einfach im Winter die beste in der Disziplin Slalom oder Riesen. Und dann hast du das gesehen und dann dachte ich, ja, Gesamtweltcup. Und so habe ich mich immer wieder neu motiviert, um zu sagen, das bestätigen. Und das wäre natürlich auch noch schön, wenn ich das erreichen dürfte. Aber im Grunde genommen sind wir immer wieder überrascht gewesen, was ich noch alles machen durfte. Familie, der Vater und auch Geschwister und die Verwandten, wirklich, und wirklich die guten Fanfilme und auch von der ganzen Schweiz, wo ich weiss, wo ich vielleicht heute sogar noch Kontakt habe, wo zu mir... Einer sitzt vis-à-vis von dir. Danke vielmals, die so den Daumen gedrückt haben und die immer zu mir gegeben haben, egal was ich gemacht habe, wenn ich etwas Blödes gemacht habe, auf eine blöde Idee gekommen bin, irgendetwas ausprobieren wollte. Und ja, die haben gewusst, das lange jetzt macht sie das auch noch. Und die Familie auch sind immer wieder überrascht gewesen, was ich gemacht habe. Kaffee am Bisterland hast du auch noch gesungen zwischendurch? Ja, zum Beispiel genau das. So ja, der unsinnige Kritik. Was hat dich dazu bewogen, eingefangen habe? Ja, Freude? Ja. Lebensfreude? Zeit, um mal etwas anderes auszuprobieren? Ja, genau. Also es hat eigentlich unsinnig Spass gemacht und ich wollte ja keine Sängerin werden. Aber es ist dann eben ein bisschen blöd rausgekommen irgendwie. Ja, es haben den Haufen ein bisschen scharf geschossen, nicht mehr hören. Aber der Titel und das Lied selber ist nämlich sagenhaft gut. Es ist ein Ohrwurm. Aber... Und er passt in die Landschaft. Ja, genau, aber vielleicht nicht von mir gesungen. Also wir können sicher noch besser singen. Aber das ist einfach... der Köbi-Bang hat mich einfach gefragt auf das Cover. Zuerst einfach Schweizer Musik vorstellen, das war so ein Erfolg. Und dann hat er gesagt, du hast eine so markante Stimme, du kannst sicher auch gut singen. Dann habe ich gesagt, das weiss ich jetzt gar nicht. Die Mutter hat so gut singen. Und dann hat er gesagt, komm mal probieren. Und dann hat er gesagt, du, das ist tipptopp, das verhebt und so. Und das ist halt dann gleich vielleicht ein bisschen schief gegangen dort, auch mit dem Rauch. Da habe ich die Stiege nicht mehr gesehen, da war ich nicht mehr im Rhythmus und was auch immer. Und ja, das hätte man vielleicht ein bisschen anders angehen sollen, aber wir haben gerade gestern mir wieder jemand angerufen, der einen Zufall hat. Und den kenne ich gut und da habe ich gefragt, wie es gegangen, ich wünsche ihm gute Besserung. Und er hat gesagt, zeig's gerade wieder am Radio kommen, das Lied, gute Besserung. Und ja, es gibt wirklich Leute, schon auch die älteren Semester, die immer noch Freude haben. Und wenn ja die noch Freude haben, dann ist es ja gleich nicht so schlecht gewesen. Du bist glücklich verheiratet und Mutter von unterdessen 2 erwachsenen Kindern, kann man sagen. Ja. Was bedeutet dir deine Familie? Ja, das ist das Grösste. Also da ist natürlich jeder Erfolg, das kannst du einfach nicht vergleichen. Ich habe immer, mein grösster Wunsch war immer, dass ich Mutter werden darf. Und ja, ich bin eigentlich erst mit 31 hörst im Weltcup, gell? Da bist du dann eine älteres Mami. Und jetzt, der Jünger wird im Jänner schon 18, selber Auto fahren. Das ist unglaublich. Ich habe es richtig genossen, das Taxifahren sein, Taximami hin und her. Das, was ich jetzt mache mit meinen Kindern? Ja, das ist einfach und der Älter wird dann schon 20 und ja, eigentlich komme ich gar nicht nach. Wenn ich ehrlich bin, geht es mir viel zu geschwind. Aber das ist das Allergrößte. Was können wir denn von den Kindern lernen? Ja, das ist das eigene Fleisch und Blut. Ja, lernen. Was kann man lernen? Ja, wie sie das anpacken, wie sie schon... Die sind schon so weit, die sind schon so selbstständig. Das bin ich nie in diesem Alter. Und mit 60 nicht wissen, was man will lernen. Beetbursten, die haben total... Gut, der Florian mit Skifahren hat vielleicht eine Sportschule auf Davos, ist schon
denke ich jetzt schon, gut, es gibt gute Beispiele, die es auch mit Beruf arbeiten, mit der Lehre, mit einem Bombenchef, wo sie alles dürfen einziehen, die Freitage, und dürfen ins Training und kein Problem ist. Und ja, dort hat man schon ein bisschen, aber ich habe gewusst, das sind Handwerker, wie der Mann, wie der Marcel, das geht gar nicht anders. Und das ist einfach das Allerwichtigste, dass sie gesund sind, dass sie das machen, was sie glücklich macht, und ja, eins und das andere nicht. Und ja, beide sind wirklich mit Leidenschaft im Beruf dabei. Der Florian ist jetzt heute gerade davon am Trainieren. Ja, FIS-Saison ist einfach ganz leicht gestartet, also nur mit 1, 2 Rennen. Und ja, jetzt geht es da richtig los, auch die nächsten Wochen. Und ja, es ist schon eine verrückte Belastung, die die Jungen haben, auch gar noch mit dem Beruf zusammen oder dann mit dem Gymi oder mit dem Schule. Also Sport und alles unter einen Hut zu bringen. Eben gesund bleiben. Alles andere. Meine 3 Kinder sind übrigens auch alle 3 sehr begeisterte Skifahrer. Sie haben Skifahren von mir gelernt. Also sie haben nicht niemanden so wie dich jetzt in der Familie, der da Olympiagoldmedaille hat. Das kann besser rauskommen im Fall. Aber es ist einfach ein grossartiges Gefühl, wenn man sieht, wie die eigenen Kinder am gleichen Freude haben. Oder wo man selber Freude daran hat. Oder wie war es bei dir gewesen? Also wo du als Profisportlerin deine Kinder Skifahren gezeigt hast und gesehen hast, dass sie auch so Freude haben dran? Ja, das war eigentlich normal gewesen. Also, gut, sie haben da alles dürfen machen. Sie sind auch gut shooten noch und also eigentlich nicht Vorschriften gemacht, aber es ist auch wie naheliegend gewesen. Wir sind ja sowieso immer gut Skifahren, haben die Skischule gehabt, haben sie immer mitgenommen. Manchmal nicht so immer einfach gewesen. Alles ein Rennen zu organisieren, ein Firmenrennen organisieren mit 2 dieser Pfnürken, die im Stemmbogen. Da hat man früher angefangen, dass man fertig wurde. Und danach, ein paar Jahre später, haben sie, jetzt helfen sie uns organisieren. Und ja, das zahlt sich dann wie aus. Was sie danach dann auch gerne helfen ausstecken oder die Absperrung machen oder den Start. Ja, jetzt sind sie natürlich sowieso in dem Alter, wo sie es helfen, wenn sie daheim sind. Und dann am Wochenende sind sie einfach froh, wenn sie durchschnaufen können. Also dann müssen sie sicher nicht uns helfen, dann an den Firmenrennen oder in der Skischule. Oder sie kommen dann gerne. Noch ganz noch mal kurz, wo du so alt bist wie deine Kinder, also eben mit 16, ist der Schicksalsschlag gewesen, du hast deine Mutter verloren. Ja. Wie bist du mit diesem Schicksalsschlag umgegangen, wenn du jetzt so zurückschaust? Also weißt, ich bin ein gläubiger Mensch und stehe dazu, und wie so schwierige Momente, da gibt mir Gott Gott Glaube das Wichtigste, ja. Dankst du dort auch Kraft? Wow, ja. Die Mutter war auch eine gläubige Frau, der Vater sowieso. Auch durch den Verlust hat man vielleicht danach noch mehr Halt gesucht im Glauben und beim Betten. Und ja, das war sehr einschneidend für unsere ganze Familie, für die Verwandtschaft. Und da haben noch auch Haufen, es haben noch andere Familien im Dorf. Das ist eine Mutter nach der anderen, ist dort gestorben, Krebs. Und ja, mir hat der Sport schon geholfen, das muss ich sagen. Weil sie hat dann noch gesagt zu mir, als ich es noch gar nicht realisiert habe, ich habe immer gesagt, es passiert schon als Wunder, die Mutter kommt wieder heim. Dort in der letzten noch, wo es ihr so schlecht gegangen ist, und auf einmal habe ich gemerkt, jetzt ist es schlimm. Jetzt mag sie mir nicht mehr zuhören, wie es gegangen ist. Im Skifahren, im Rennentraining, im März, dort, da habe ich gedacht, jetzt ist sie krank. Wenn sie mit Liegen nicht einmal mag, und ja. Und von dort an hast du dann jedes Mal, wenn du auf dem Treppli oben gestanden bist, gewusst, jetzt mache ich es auch fürs Mami? Ja, sie hat mir eben noch gesagt, Mädchen, gell, wenn du das willst, mach dir das Skifahren. Du alles unternehmen, um als das kannst machen, wenn du das gerne machst. Und das habe ich natürlich nie vergessen. Ja. Und das hat dich auch motiviert und angetrieben? Ich glaube, ja, ich habe noch mehr Kraft bekommen manchmal. Einfach zum sagen, die Mutter hat das auch noch, hat Freude. Und ich habe natürlich auch Krisen gehabt. Ich hatte das Gefühl, warum kann sie jetzt das nicht erleben? Ja, das ist schon noch viel emotional. Gerade so Siegerehrungen, ja, das war abends schon noch verrückt. Ja. Und eben, wenn ich im Start gestanden bin, im Horizont durchgeschaut habe, auf die andere Talseite, habe ich gedacht, wo ist die Mutter? Und ja, die tut mich sicher noch beschützen. Und ja, der Glaube hat mir schon viel geholfen. Allen, uns,
bin ja nicht nur ich gewesen, ich war einfach die Jüngste, aber auch die älteren Geschwister mussten den Rang finden, ohne Mutter. Und der Vater hat natürlich alles Menschenmögliche unternommen, um uns beides zu ersetzen, was ja eigentlich für ihn auch fast nicht möglich war, weil ja, er hat es auch, er hat gekämpft, schwer gekämpft. Das hat die ganze Familie zusammengeschweißt. Bis zu seinem Tod eigentlich, ja. Das hat es, glaube ich, noch mehr zusammengeschweißt. Und eben auch die Verwandtschaft und das Dorf, weil die uns geholfen haben. Ja, da möchte ich einfach gerade in dem Zusammenhang einmal allen ganz, ganz herzlich, von Herzen danken, was sie mir und uns tun, auch geholfen haben, ja. Jeden Einzelnen. Weiss es selber am besten. Sie wissen es schon. Und wir wissen es schon auch. Wir haben es nicht vergessen. Wie definierst du Glück? Durch Dankbarkeit? Gesund, wenn man gesund darf sein. Und da ist man dankbar und das ist Glück, ja. Und wenn ich irgendwo an meinem Lieblingsplätzchen oder eben, es ist so viele Orte schön und wir in der Schweiz haben es so schön. Und dann, wenn es so schön Wetter ist oder so ein Sonnenaufgang oder sei es jetzt beim Schnee oder im Herbst, wenn so die Bäume voll Blusch sind und die Farbe oder im Frühling, wenn alles blüht, sprießt und im Sommer, ich bin so Blumenfan, ich habe immer so viele Blumen. Wenn man das darf, ja, gesund geniessen, das ist das grösste Gut, das man hat. Und natürlich eben nicht nur für mich, ich wünsche mir das immer, für alle Gutgesinnten, ja. Das wünsche ich dir auch. Vreni, es ist Winter und kalt für uns. Fondue oder Raclette? Beides. Beides gerne? Ja, beides. Trinkst du lieber Tee oder doch lieber einen Kaffee am Pistenrand? Tee habe ich gar nicht gerne. Tee trinke ich nur, wenn ich krank bin. Und Kaffee trinke ich keinen Schluck. Das habe ich überhaupt nicht. Ich bin keine Kaffeetante. Das habe ich eigentlich im Lied noch ummünzen. Ich habe meine Ofenmaltinen oder einfach Milch oder Kaffeeglas und Kaffeejoghurt habe ich gerne, aber flüssiges Kaffee nicht. Ich bin ein bisschen komisch. Eisbaden oder Sauna? Beides nicht. Aber ich beides nicht? Nein. Aber ich habe es lieber warm. Dann müsste ich gleich Sauna sagen. In der Aktivzeit hatte ich nie kalt. Das war meine Stärke. Die anderen kalt Zehen, die hatte ich nicht kalt. Dann habe ich aufgehört und dann bin ich ein Fröhrli geworden. Und jetzt fahre ich lieber nur mit Ski, wenn es schön warm ist. Aber das geht ja nicht. Ja, nicht immer. Pistenbesichtigung am Morgen um 7 Uhr. Aber mit der Skischule muss ich manchmal auch, wenn es stürmt und schneit, auf die Piste. Aber das ist nur Einstellungssache. Aktivurlaub oder Entspannungsurlaub? Also ich bin kein Wellness-Typ. Ich habe gerne, wenn es... Also, wenn etwas läuft? Ja, wenn etwas läuft. Ein Bike-Türchen oder ich kann laufen, wandern oder... Du tust dich entspannen, wenn du Sport treiben kannst? Ja, also das heisst jetzt natürlich, ich werde älter, ich bin gar nicht mehr fit. Also ich habe natürlich seit 15, 17 Jahren ein Motorli-Velo. Also ich quäle mich da nicht mehr auf die Alp auf meine Lieblingsalp. Also wenn man dein anschaut, Vreni, dann darfst du eins haben. Also ja, ich habe immer das Gefühl, ich habe den Körper auch so geschindet und ich habe mit 30 bin ich konditionell noch so stark gewesen. Und dann habe ich aufgehört und habe nichts mehr gemacht, was nicht gut war für meine Gelenke. Und jetzt muss ich sagen, ich werde länger. Im Moment sowieso wohne ich so auseinander und ich sollte ein bisschen Hallo, du bist topfit? Nein, ich bin nicht fit. Geschätzte ganz ehrlich, ich sollte ein bisschen mehr von trainieren. Mir ist eine topfitte... Ja. Nein, das bin ich wirklich. Ich bin schon so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, manchmal kann ich eine Faule sein, ja. Oder gestern war ein wunderschöner Tag. Und ich hatte ein Programm und da habe ich noch die Weihnachtsdekoration gemacht. Und immer habe ich gedacht, jetzt gehe ich laufen, jetzt gehe ich noch dort rauf. Ich habe zu lange alles noch gemacht, was ich wollte. Und dann habe ich keine Zeit mehr gehabt. Das hat mich dann auch geruht. Und das sollte ich mir machen. Einfach mal alles hocken lassen und dann einfach mal eine Runde geschwind laufen. Vreni, was möchtest du an dieser Stelle den Hörerinnen und Hörern vom Podcast «Salis trifft» auf den Weg geben? Und vielleicht auch der neuen Generation Skifahrerinnen und Skifahrer. Ja, dass sie einfach die Freude am Leben haben und dass sie es geniessen, so viel als möglich. Und gut sein miteinander. Nicht streiten. Es gibt auf der Welt, es ist
es ist brutal, was alles passiert und was Kriege, was im Gang ist. Und die Armut sind so arme Kinder auf dieser Welt und Leute, die hungern. Das ist einfach, ja, das ist grässlich. Und wir haben es einfach gut und für das müssen wir wirklich, dem müssen wir schauen und dankbar sein und weiter arbeiten. Und ich bin dir von Herzen dankbar, Vreni, für deinen Besuch bei Salis trifft. Es war mir eine riesige Ehre gewesen, hast du dir Zeit genommen für mich. Und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, Gesundheit und viel Freude. Danke vielmals, ebenfalls. Salis trifft. Die Podcast-Show mit bekannten Schweizer Persönlichkeiten. Präsentiert von Gianfranco Salis. Das ist Salis trifft. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch bitte deine Bewertung auf iTunes und hinterlasse mir einen kurzen Kommentar. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal.